Halli, hallo und herzlich willkommen da zurück bei mir auf meinem Kanal und meinem eigenen LKW. Jo, jetzt ist es natürlich noch so, ich muss pennen. Wo kann ich da pennen? Oh, nein, ich muss wieder einschalten, jetzt muss ich ein bisschen zurückfahren. Da, E. Und eine Ruhepause. So, wir pennen mal eins. Und wir sind in der Fall ausgeruht. Wie sieht es aus? Wie viel Most haben wir an Bord? Ich muss ich mal schnell den LKW anlassen. Wir sind vollgefüllt. Das ist super. Dann fahre ich doch da mal rückwärts raus. Jetzt tue ich absolut aufwendig wenden. Aufwendig wenden. So. Okidoki. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt müssen wir uns die Aufträge selber holen. Und auf dieser Karte sehen wir auch schon die diversen Posten, die wir das machen können. Jetzt gehe ich da mal... Nach links, wenn ich eigentlich wollte. Es ist recht ungewohnt. So ohne Aufleger. Jetzt müssen es da, ich glaube dort hinten hat es Aufträge für uns. Dort was so grün blinkt. Gehen wir mal schauen, was für Aufträge das so rum hat für uns. Und ich hoffe, die sind nicht weniger lukrativ als die wir bis jetzt haben. Achtung, ich komme. Pass doch auf. Ah, super, ey. Erster Tag mit dem neuen Auto unterwegs und schon fast wieder einen Unfall gemacht. So. Ja, fahr jetzt weiter, ich muss da rein. Da, komm, fahr mit dem Skoda. Ah, fahr mit dem Kia. Jetzt bin ich an der Reihe. Uah. Wow. Okay, es ist ungewohnt. Ich habe ein Geschenk gefunden, oder was ist das? Drücken Sie folgende Taste, um das Auftragsangebot anzusehen. Eingabe. Dann drücke ich doch einmal die Eingabe. Okidoki. Was? 8212 Stutz? Ja, klaro, oder? Klaro. Zucker. Von Zürich nach Dijon, sind wir ja schon gewesen, würde ich sagen, Auftrag annehmen und los geht's. Der Auflieger steht fahre zum Verladebereich, fahre zu einer angezeigten grünen Flagge. Ja, super, ey. Das ist der Nachteil, ich weiß es. Da muss ich da nachher wieder rauskurven, ey. Das ist mir verarschen. Ach, okay, also. So, schön aufpassen. Gut. Da haben wir ihn. Das ist unser. Natürlich auf die Seite, wo es viel einfacher wäre, geht es natürlich nicht raus. Klar gewesen. Wäre ja viel zu einfach. Wir können natürlich das Holz mitnehmen, wenn wir wollen. So, ich habe parkiert. Bam. Jetzt gehen wir da nach oben. So, das müsste lange. Gehen wir in die Innenansicht. Wunderbar. So, wir sind auf der Straße. Wunderbare Sache, dass ich mache gerade mal das Licht ein, einfach so aus Sicherheitsgründen. Ich muss sagen, also bevor wir jetzt auf der Straße sind, hat der ein Tempomat. Ich wollte es doch hoffen.
Ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben wir kein Tempomat. Wir werden es sehen, wenn wir auf der Straße sind. Ja, jetzt lenkt es sich doch schon viel einfacher als auch schon. So, jetzt muss ich da rausfahren. Dann geht es da wieder links an der Ampel. Bam. Und blinken. Einfach so, wie man es könnte. Das ist, glaube ich, schon rot, oder? Ist jetzt grün? Ich sehe es nicht. Ja, es ist rot. Ja, dann warten wir halt auf die 100'000 Autos, die jetzt da gerade am Durchfahren sind. Und los geht's. Ja, der zieht schon ab. Das ist gut, das gefällt mir. Dann geht es da vorne rechts. Ja, er hat gerade noch so knapp gelangt. Dann geht es da vorne wieder links. Ja, das ewige Warten. So, jetzt geht's los da. Oh, warte mal, geht's auf mich los? Ja. Ja, schöne Hupi. Alles tipptopp, es läuft. Ja, dann geht's da wieder rechts. Hey, bis wir endlich aus dieser Stadt draussen sind, ey. So. Rechts. Hallo, kleiner BMW. Ich weiß schon, dass das Auto nicht ein... Das regt mich auf, das Auto. Es ist ja so. Ganz früher hat es den Mini Cooper gegeben, oder? Und da ist ja das Ganze aufgekauft worden von BMW. Und da hat sich BMW gedacht, wir bringen den Cooper neu raus. Aber sie haben keinen Mini Cooper rausgebracht, sie haben einen BMW rausgebracht. Weil das, was die rausgebracht haben, das ist kein Mini Cooper. Das ist einfach kein Mini Cooper. Nein, es ist kein Mini Cooper. Ein Mini Cooper ist kleiner und einfacher. Nicht mit Schnickschnack und so. Das ist meine Meinung über den Mini. Darum sage ich dem nicht Mini, sondern BMW. So, jetzt wisst ihr es. Und wir haben ein Tempomat. Ah, wie wunderbar ist das. So, jetzt muss ich nochmal aufpassen, dass ich nicht schon die erste Fracht in den Sand setze. Natürlich. Das wäre ja sehr schade dann. Aber ich muss sagen, mit dem Teil macht es schon mal ein bisschen Spass zum Umfahren. Es ist nicht schlecht. Hey, tu doch bremsen. Was haltest du davon? Okay, wenn es bergauf geht, hat er keine Chance. So. Okidoki. Oh, ich sehe ganz unten rechts ist unsere momentane Geschwindigkeit. Nein. Wo sehe ich meine Geschwindigkeit, ausser dass ich auf den Tacho schaue? Wird die nicht digital angezeigt? Wieso zeigst du mir die Geschwindigkeit nicht digital an? Du Keib, du. Ja, anscheinend geht es einfach nicht. So. Ich muss gerade. Ist nichts passiert, ist alles in Ordnung. Wir sind immer noch auf der Straße, wir haben keinen Unfall gebaut bis jetzt. Und das wäre wirklich sehr schade, weil jetzt zahle ich alles selber. Vorher noch nicht den gesamten LKW können schrotten. Und es ist eigentlich nicht viel passiert. Und jetzt zahle ich alles selber. Das Teil war teuer. Das heisst, jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, wie ich fahre. Leider. Also noch mehr als vorher, so meine ich es. Aber hey, das passt. Wir sind unterwegs nach Dingsbums. Ich habe es vergessen. Aber ich muss gerade. Wow, bist du dumm, ey. Ja, siehst du, das Mal bin ich nicht schuld gewesen. Das Mal bin ich nicht schuld gewesen. Der ist mir nämlich hinter reingefahren. So sieht die ganze Sache nämlich aus. Wenigstens
Ah, das ist meine Sommerresidenz. Ich glaube, die werden wir jetzt noch öfters sehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wohin ich fahre. Ich fahre jetzt einfach im Navi entlang. Ich habe es wirklich total vergessen. Steht das nie nicht? Nein, steht nie nicht. Es steht nur, dass ich in 4 Stunden 42 muss dort sein. Das ist aber absolut kein Thema. Für mich geht es so weiterhin geradeaus. Ich könnte nachschauen, ich weiss. Irgendwo... Da. Dijon. Dijon ist mein Zielort. Und da kommt das Feld der Eier. Ich glaube, diese Strecke sind wir doch schon mal gefahren. Wo ich mich über die Eier ausgelassen habe. Ja, ich weiss, die Eier. In jeder Folge erzähle ich irgendetwas über Eier. Aber so leid es mir tut, es sind Eier. Schaut euch doch einmal die Form an. Jetzt sieht man es natürlich nicht mehr. Was man da, ein Riesenei mitten in der Landschaft aus. Was macht ein Riesenei mitten in der Landschaft aus? Ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht, aber es geht mir so etwas von tierisch auf die Nerven. Ui, jetzt habe ich gerade einen kurzen Schreckmoment gehabt. Also so einen halben Schreckmoment. Ihr wisst es schon. Weil ich habe gemeint, ich hätte gar nicht auf die Aufnahmetaste. Hey, geht es eigentlich noch? Wenn ich da am Schlangenlinie fahre, bin ich da so knapp überholen. Ich habe gemeint, ich hätte die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Aber alles in Ordnung, ich habe sie gedrückt. Sonst würdet ihr mich jetzt nicht hören. Ihr würdet nicht mal das Video sehen. Da. Das Let's Play Video, die Folge. Übrigens, ich habe keine Ahnung, welcher Folge wir jetzt gerade sind. Ich bin jetzt gerade am Stück am Aufnehmen. Also das heisst am Stück 2. Haben wir jetzt angewöhnt, immer 2 Aufnahmen miteinander zu machen. Und jeweils aber mit Probeaufnahme. Nicht, dass es wieder so rauskommt wie beim Far Cry, wo ich plötzlich gemeint habe, Scheiße, ich habe ja gar keinen Ton. Das war ja voll der Fail von mir. Es tut mir wirklich leid, dass ich dann nachher den Sound voll aufgedreht habe. Ich habe nichts gehört, gar nichts. Und da hat sich herausgestellt, ich habe ein Problem mit dem Headset, das nicht richtig eingestöpselt war, aus was für Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Weil das Lustige ist ja, ich habe dort auch am Stück aufgenommen und die vorherigen, also ich habe am Stück aufgenommen, aber ich habe vorhin dort noch die letzte Folge, glaube ich, von Banist aufgenommen. Irgendwie so. Und da habe ich gewechselt auf Far Cry und auf einmal war einfach der Ton weg. Ich glaube, es war sogar die 2. Folge von Far Cry, die ich dort so aufgenommen habe und auf einmal war der Ton weg. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist so, wie es ist. Oh, es tut mir leid, kann ich noch immer wieder sagen. Ja, ich weiss, ich hätte das hell blinken, aber ich bin so gerade ein bisschen am Schnarren gewesen. Es hätte natürlich eigentlich nicht vorkommen, so Sachen, aber ich habe gedacht, für was soll ich jetzt noch eine weitere Probeaufnahme machen? Ich weiss, dass alles funktioniert. Ja, denkst du, siehst eben. Darum machen sie aber jetzt so, immer 2 Folgen nacheinander aufnehmen und bevor ich anfange aufzunehmen, noch schnell eine Probeaufnahme. Mal schauen, ob ich die amigs noch reinschneide. Also jetzt zum Beispiel bei der letzten habe ich einen Auftrag angenommen und wir sind dann einfach plötzlich auf der Straße, wo ich dann gesagt habe, oh, und heute zusammen nochmal. Wenn ich das würde vergessen, habt ihr jetzt die Erklärung dazu, wieso dass ich dort gesagt habe, heute zusammen nochmal. So, ich konzentriere mich jetzt da gerade ein bisschen. Das war schon, glaube ich, die Strecke, wo ich ziemlich viel Minus gemacht habe, wegen der Unfall, die ich dort hatte, die absolut natürlich nicht von mir verschuldet waren, absolut nicht. Ich bin absolut unschuldig gewesen. So unschuldig, dass es eigentlich gar nicht mehr wahr ist. Aber eben. So. So, jetzt bremsen wir da mal ein bisschen runter. Ah, bist du ein Idiot. Der mit seinem Hobbyauto da vorne, echt. Kauft dir mal ein richtiges Auto.
Schalt doch ab. Ah. Okay. Die erste Rage-Moment mit dem neuen LKW gut überstanden. Wie sieht's aus? Ja, Müdigkeit geht. Tank ist noch praktisch voll. Heißt, läuft alles. So, die Geschwindigkeit habe ich jetzt mal auf 60 eingestellt, weil da hat es so viele Kurven. Dann machen wir 55, das ist vielleicht noch ein bisschen sicherer. Dass wir da wirklich heil ankommen. Ich will, wenn möglich, wollte ich immer ausgezeichnet haben, weil das gibt natürlich mehr Stutz und mehr Erfahrungspunkte und das ist genau das, was ich will. Vor allem die Erfahrungspunkte, weil da können wir einfach wirklich viel die besseren Angebote reinholen. Da können wir vielleicht auch mal zerbrechliche Waren liefern oder vielleicht auch mal Benzin, Dynamit, was auch immer, was gerade so anfällt. Wäre ich nicht davon abgeneigt. Weil das bringt einen Stutz. Und ich mag mich irgendwie noch erinnern, im Eurotruck Simulator 1 hat es dann plötzlich so Frachten gegeben für irgendwie 30'000 oder so. Und das ist natürlich nicht ganz schlecht. Dann. So, wir kommen an die Grenze. Irgendetwas zum Verzahlen? Nein. Zucker? Ja, nennen wir es mal Zucker. Jetzt muss ich gleich mal schauen, ich glaube mit der F6 ist es. Genau, Arterfracht Zucker, ja genau. 23 Tonnen! 23 Tonnen! Wow. Hätte ich doch einen stärkeren LKW genommen. Nein, natürlich nicht. Es funktioniert wunderbar. Mit der Müdigkeit sieht es eigentlich auch noch recht gut aus. Das sieht man beim Navi oben dran. Steht zuerst Mai 2045, dann kommt so ein Briefsymbol und dann das nächste Symbol, das sollte ein Bett darstellen mit einem, der drinnen liegt. Und das füllt sich dann langsam von unten her so hellblau, mehr oder weniger. Und wenn dann das natürlich ganz voll ist, dann hat man ein kleines Problem, weil der pennt er einfach hin. Kommen wir vielleicht irgendwann mal dazu, um das zu sehen. So, ich denke 65 sollte. Ja, nein, das ist wieder volle Pulle angesagt, also los. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht, dass man ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Also es sind doch schon 3000 mehr als vorher, wo wir jetzt hier für die Fracht haben können. Oder bekommen. Und ja, ich meine 3000, das ist mehr als die Hälfte als vorher. Und das gefällt mir. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, da tue ich jetzt mal ein bisschen runterbremsen. Oh nein, das ist zwar eine ziemlich langgezogene Kurve. Das ist absolut okay, wenn man die voll nimmt. So in diesem Stil. Muffins, habe ich euch eigentlich schon mal von Muffins erzählt? Ich glaube in der letzten Folge. Das ist ja gerade die Folge, die ich als nächstes aufnehme. Da. Also noch nicht so sehr lang her. Also immer noch top aktuell. Dass ich Muffins machen will. Eier! Ja genau, ich brauche noch Eier. Sag's nicht, ich sollte noch einkaufen. Und Lebensmittelfarbe. Ich will Lebensmittelfarbe, damit ich so richtig knallgel, rot, blaue Muffins kann machen, die so richtig hässlich aussehen und sehr wahrscheinlich auch richtig hässlich sind. Aber das kratzt mich ja nicht, weil ich mache für mich normale und die anderen bringe ich mit in die Firma. So sieht es nämlich aus. Okay, ich gebe es ja zu, ich mache es nicht. Wenn sie grusig sind, schmeiße ich sie fort. Und wenn sie gut sind, dann bringe ich keine mit in die Firma, weil dann esse ich alle selber. So sieht es nämlich auch aus. Nein, es ist dumm gelaufen. Ja, letzte Woche habe ich schon mal ein bisschen Muffins gemacht und ich wollte eigentlich die eher machen, um die den Eltern vorbeibringen. Weil es ist eben so, bin ich da richtig? Ja, ich glaube schon richtig.
Ich habe mich jetzt gerade nicht konzentriert, weil ich so auf die Muffins fixiert bin. Weil ich hasse Backen. Ich hasse Backen absolut. Ich kann nicht verstehen, wieso das Leute freiwillig backen. Das geht ja gar nicht. Und ich kann nicht backen eigentlich. Also es ist wirklich so, ich muss jeden Schritt im Kochbuch oder im Rezept nachschauen, weil ich das einfach so etwas von nicht kann. Aber ich muss sagen, das Ergebnis war nicht schlecht gewesen, das letzte Mal, als ich es gemacht habe. Und ja. Wie auch immer. Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, dass mal probiere es noch einmal. Vielleicht wird es das mal besser. Also noch besser. Wow, wow, jetzt bin ich glaube ich gerade auf 2 Rad gekommen. Jetzt bin ich auf 2 Rad gekommen. Also heisst das Ideallinie fahren, Trollenkönig, Ideallinie fahren. Und genau für das Überholverbot wieder zurück auf unsere Linienstraße. Metzlian! Ja, da bin ich garantiert schon mal durchgefahren. An da erinnere ich mich. Ich hätte jetzt nicht vorher gerade gesagt, Dijon auch in die Richtung. Ach, das verwirrende Spiel, Mann. Habe ich irgendeine Ausfahrt verpasst oder so? Oder komme ich jetzt wirklich nach Dijon? Ich weiß es nicht. Und du kannst auch anhalten, Idiot. So, für mich geht es jetzt hier geradeaus. Dann fahre ich doch da mal geradeaus. Was, Stopp? Ja, nicht gesehen. So, 70 ist angesagt, wir fahren 80 und das ist absolut in Ordnung so. 75, das sollte lange. So, wir kommen langsam nach Dijon rein. Schnell einen kurzen Blick. Ich sehe keine Eier, aber einen riesig fetten Mond. Aber keine Eier. Also Dijon, eierlos? Fragezeichen. Ich muss da rechts. So. Und da links. Sehe ich das richtig? Da tue ich doch wieder mal blinken. Der Vollständigkeitshalber. Langsam. Gut. Und automatisch einparkieren. Ja. Bam. Wow, ausgezeichnet. Zucker von Zürich nach Dijon geliefert, aber in Zürich sind wir abgefahren, genau. 354 Kilometer sind wir gefahren, 4 Stunden 51 haben wir dazu theoretisch gebraucht. Verbrauchter Kraftstoff 174,3 Liter. Gut, Basisvergütung 7.528 Franken, nein nicht Franken, sondern Euro. Plus 354 Erfahrungspunkte. Dann der Erfahrungsbonus Level 3, 338. Plus Bonus für Fernfahrt 346 plus 88 Erfahrungspunkte gibt es Gesamt von 8.212 Euro und 442 Erfahrungspunkte. Bam! Wir haben ein neues Level erreicht. Level 4. Die wir mal fortfahrisieren und wir können wieder einen Punkt vergeben. Dann würde ich doch sagen. Wieso nicht für. Was gibt mir am meisten Bonus? Also da haben wir plus 5% für hochwertige Fracht. Da haben wir. Aha. Okay. Justin, ich würde sagen, wir gehen auf sparsame Fahrweise, weil jetzt müssen wir das selber blechen. Oder just in time.
Ja, komm, wir machen das. 20% Bonus, Erfahrungsbonus für das Abschließen von einer wichtigen Lieferung. Machen wir. Das passt mir, das gefällt mir. So, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.